Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag vom April 2026 von Samuel Hug, dem Pfarrer der Metal Church. Freitag. Der Schweizer Komiker Peach Weber fragt sich in seinem legendären Programm «Nix wie Gags» von 1992, warum der Karfreitag eigentlich so heisst. Er meint dann, das kommt von ganz früher noch, weil man früher am Karfreitag nur Fisch und Herdöpfel hat dürfen essen. Ja klar, ich meine Karpfen und Kartoffeln. Ich habe es dann allerdings erweitert auf ein Kar-Melköpfli. Ja, so weit der Peach Weber. Tatsächlich kommt Karfreitag vom althochdeutschen Kara. Das bedeutet Klage, Kummer, Trauer. Weil Jesus von einem von seinen Jüngern verraten worden ist, können ihn die religiösen Autoritäten im Geheimen verhaften. In der Nacht, in der Olivenplantage Gethsemane, da ist die grosse Volksmenge von der Pilger aus Galiläa nicht da gewesen, die ihn unterstützt hätte, wenn er das eben hätte wollen. In einem Nacht- und Nebelprozess ist Jesus in einem abgekarteten Spiel vom Höheren Rat wegen Gotteslästerung verurteilt worden. Und die römische Besatzungsmacht hat nach einem Verhör und grausamer Folter das Urteil bestätigt. Im Hügel Golgatha, außerhalb der Stadtmauer von Jerusalem, ist Jesus am ersten Karfreitag qualvoll hingerichtet worden. Wieso sollen wir uns jetzt jedes Jahr an ein solches grausiges Spektakel erinnern? Gott handelt öfters anders, als wir Menschen es uns hoffen. Gottes Weg von der Lösung lässt Klage, Kummer und Trauer nicht aussen vor. Nein, er geht mitten durch. Das ist eine Zumutung und gleichzeitig ein Zuspruch. Gott mutet uns auch schwere Zeiten zu. Aber Karfreitag zeigt, Jesus Christus kommt Gott selber ins Leid und in den Tod hinein. Er erleidet unschuldig die Sünde der Menschen. Durch das bricht er den rechtmäßigen Anspruch, den Machtanspruch der Sünde. Die Auferstehung am Ostersonntag bestätigt dann, es gibt jetzt keinen Ort mehr, wo Gott uns nicht in euch sein könnte. In dieser Welt erleben wir noch Kara. Aber ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine Engel und keine unsichtbaren Mächte. Nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges. Und auch keine andere gottfeindliche Kraft. So schreibt Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel.